Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich im Fall gerade so fest, um die Podcast-Folge aufzunehmen, um jetzt zu wissen, ich kann jetzt eine Stunde lang da mit euch reden und einfach schnell runterfahren. Vielleicht, falls ihr auch gestresst sind und alles und die Podcast-Folge wegen dem hört. Vielleicht können wir ein bisschen zusammen runterfahren, weil ich habe wirklich gerade vorher, oder allgemein heute, richtig einfach einen Stress gehabt. Ich habe die ganze Zeit prokrastiniert, alles vor mich hergeschoben und habe wirklich ein paar Panikmomente gehabt, keine Ahnung warum, wo ich einfach mal Heulanfälle und alles hatte. Ich möchte noch gar nicht so viel erzählen, aber auf jeden Fall, wir gehen heute in dieser Podcast-Folge mal ein bisschen auf das Thema ein, weil ich habe das actually noch sehr oft einfach so Momente, so Tage, wo man irgendwie alles vor sich her schiebt und irgendwie die ganze Zeit gestresst ist und nachher doch nichts macht, weil man so gestresst ist und so viel Druck hat. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Darum ist er nicht alleine, aber vielleicht, falls ihr gerade in diesem Moment sind, können wir ja gemeinsam ein bisschen runterfahren. Weil eigentlich ist es gerade voll entspannt. Es ist gerade ein mega schöner Sonnenuntergang da außen. Es ist wirklich richtig schön. Alter. Das wäre gerade so ein Sommersonnenuntergang. Oh mein Gott. Ja, also richtig, richtig schön. Es ist gerade Abend. Vielleicht sind wir gerade auf dem Heimweg von der Schule oder vom Arbeiten oder keine Ahnung wo. Also, ich habe ja offenbar gerade so ein bisschen Zeit, um diese Podcast-Folge zu hören. Vielleicht sind wir auch gerade am Lernen. Es schreiben mir wirklich Leute, dass sie, während sie lernen, meinen Podcast hören können. Leute, how? Wie? Vielleicht bin ich einfach maximal nicht multitaskingfähig, aber während dem Lernen, Bro, das ist crazy. Falls ihr gerade am Lernen sind, ich wünsche euch viel Kraft und viel Glück an der Prüfung. Das finde ich wirklich crazy. Aber der Can ist auch gerade weg. Er ist gerade, weil er auf Ricardo ein Käppchen bestellt hat, ist das jetzt abholen. Verratet es ihm nicht, aber der ist fucking Ricardo-süchtig. Ich sag's euch, wie es ist. Also, der zeigt mir gefühlt jeden Tag irgendetwas, was er kaufen will. Ob es irgendwie für unsere Wohnung ist, irgendwie dekomässig oder sonst irgendwie Sachen, eben so Kleider oder keine Ahnung was. Also ich finde Ricardo eigentlich ja geil. Und ich finde, das kann man auch voll supporten mal, den Schweizer Secondhand-Markt. Aber er sieht es, glaube ich, mittlerweile als Game. Eben, er ist fucking süchtig. Er ist so, weißt du, man kann ja so auf Sachen voten. Und finde ich das so einen fetten Dopaminausschuss, wenn er etwas geschafft hat, was er bekommen hat. Oder wenn er etwas gefunden hat, was er halb geil findet. Ich glaube, ja. Aber er hat jetzt ein Käppchen gefunden. Deko-Sachen gibt es mal ein paar. Vor 4 Tagen hat er sich einen Bürostuhl gekauft. Oh Mann, nein. Vor allem, dort war auch noch das Ding. Ich bin halt mit dem Auto, wir sind zusammen dort hingefahren und ich habe ihn begleitet. Und nachher sind wir so dort und die sind halt wie gerade so am Zügeln gewesen. Oder ich weiss, ich glaube, der Grossvater ist gestorben und sie sind am Haus rum oder irgendwie so etwas. Auf jeden Fall hat es wie 2 von diesen Bürostühlen gehabt. Und das sind, glaube ich, so Bürostühle, die so ein bisschen Marken. Ich habe keine Ahnung, der Can ist voll in diesem Game. Und er so, oh mein Gott, das sind voll krasse Stühle und so. Und sie haben halt wie geschrieben, sie hätten noch einen zweiten. Und aber der weil ich so, Can, wir brauchen wirklich keinen zweiten Bürostuhl. Wir haben eine 2,5-Zimmer-Wohnung, wirklich, wir haben keinen Platz. Ich habe nicht mal ein Pult. Wir brauchen wirklich keinen zweiten Bürostuhl. Und dann war ich so, ja weisst, aber vielleicht, wenn der andere kaputt geht, oder weisst, vielleicht brauchen wir den mal, oder wir tun ja dann umziehen in eine grössere Wohnung und keine Ahnung, ich sage, der Can. Wir haben schon viel vorab gemacht, dass wir dann, also er ist dann so, ja, schau den mal an, und ich schon so, da wird nichts. Und dann gehen wir dort her und, also wirklich, der zweite Stuhl war ranzig. Also du hast gemerkt, also es hat unten dran ein Sockel gefehlt, also wie sagt man dem? Also es war voll am Gageln gsi. Die eine Stuhllehne war wirklich halber am Abgehen gsi. Und er hat wirklich ausgesehen, als wäre der auf jeden Fall benutzt worden mit Haar und weiss doch ich was alles. Also wirklich, ich habe mir gedacht, Can, no fucking way. Wirklich, für mich war ganz klar gewesen, das wird jetzt nichts. Und sie ist halt, weißt du, sie was verkauft, so, keine Ahnung, sie sagt, ja, würde den zweiten auch nehmen, wir brauchen den wirklich nicht und alles und weisst auch nicht, keine Ahnung und so. Und nachher würde er für so viel nehmen und ich weiss nicht, der Can gibt schon Pfoten her. Ich denke mir so, Bro, oh mein Gott. Also wirklich, er streckt schon die Hand, sie haben die Hand schon, sie sind schon am Händchen schütteln. Und ich probiere ihm so Side-Eye geben, weil ich möchte jetzt nicht so vor ihr so sagen, yo, no, wir brauchen den nicht, weil ich kann nicht, so ist eigentlich auch nicht so mega mein Business. Also ich bin wie einfach Begleitung. Ich habe mich so dumm gefühlt. Nachher ist es dann so dazu gekommen, so, er überlegt sich mal und sie dann jetzt mal schauen, ob es überhaupt Platz hat im Auto, weil wir haben jetzt so ein grosses Auto gehabt, ob der zweite Stuhl auch noch Platz hat. So quasi mit dem mal den ersten Stuhl ins Auto.
Und während wir ins Auto gelaufen sind, ich so, Can, du weißt, wir brauchen keinen. Ich kann ihn richtig schnell so auf den Boden wieder ziehen. Und er hat so gesagt, ja, oh mein Gott, du hast eigentlich recht. Ich so, weißt du, er ist zuerst so, ja, vielleicht kannst du ihn wieder verkaufen. Ich so, oh mein Gott, Bro, der Stuhl ist kaputt. Du müsstest alle Ersatzteile kaufen für das. Du kannst gerade einen neuen Stuhl kaufen. What the fuck? Und er hat mir gesagt, ja, er geht nochmal zurück und sagt sie so mäßig. Und ich bin dann im Auto am Warten gewesen, und ich habe wirklich Fingers crossed, dass er jetzt einen zweiten Stuhl holt. Weil, also wir hätten keinen Platz für den. Und, nein, also ich glaube, ich verstehe mich. Ich glaube, wir sind alle auf meiner Seite, hoffentlich. Und ich bin wirklich so in dem Auto am Bibbern und so, oh mein Gott, bitte, komm jetzt einfach ohne, bitte, bist stark, weil ich kenne ihn manchmal auch. Also er ist schon strong, aber man kann ihn schon auch recht gut so überzeugen. So, und er ist nachher ohne Stuhl gekommen, zum Glück. Immerhin. Aber ja, darum ist der Can gerade weg. Jetzt holt er sich ein Hütchen. Ich bin gespannt, was sonst noch so wird kommen. Ich freue mich vor allem, wenn wir dann werden umziehen und eine größere Wohnung haben, weil dann hat er wahrscheinlich noch mehr das Gefühl, ich kann mehr Sachen am Möbel kaufen. Aber ja, also ich finde es auch lustig ein bisschen. Manchmal kauft er auch coole Sachen, kann man ehrlich sein. Er hat mir, das war voll herzig, ich habe es jetzt leider nicht angehört, aber es kommt so ein kleines Päckchen an und ich so, was ist das? Und er so, nein, das darfst du nicht anschauen, Und ich so, was darfst du nicht? Wir haben kein Geheimnis voneinander. Und nachher so, was ist für dein Geburtstag? Bro, wir haben März. Ich habe am 20. Mai Geburtstag. Das war noch nie gute Geschenke sonst so, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich bin so, nein, 100% nicht. Und jetzt ist wie irgendwie vor 3 Tagen oder so, habe ich dann wie meine Kette angehabt und so, boah, okay, ich muss dir jetzt gleich schenken. Jetzt hat er mir von Ricardo eine Playboy-Bunny-Kette gekauft. Also so herzig, mega herzig. Und hat es nicht geschafft, sie mir einen Geburtstag zu schenken, weil schon sie jetzt schenken. Also cute. Er hat auch an mich gedacht, okay, es hat auch etwas Gutes. Immerhin kann er mir jetzt mal Geschenke machen, Mann. Nein, also ja, von dem her sehr cute. Und ja, das war das Kapitel Changa gewesen. Aber was mir einfach auch noch passiert ist, als wir auf dem Highway waren mit dem Auto, wir sind noch schnell an der Tankstelle vorbeigefahren. Und einfach, ich habe das Brötchen gekauft, mir das Brötchen reingebissen und mein scheiß Zahnstein, ich hatte ja da so einen fetten Stern, ist einfach abgefallen. Und das Ding ist, ich habe es nicht gecheckt. Und ich beiße so in das Brötchen rein, bis am Kauen, aber ich so, Bro, der hure harter Kern da rein. Es hat richtig gerostet. Kennt ihr das, wenn er so auf Sand beißt? Also es ist so, keine Ahnung, aber irgendwie, ich habe dann wie so, ich habe mir dann zuerst überlegt, ob ein Zahn von mir abgefallen ist oder so. Ich war so, what the fuck, nein. Ich habe dann so halb mit der Zunge so ein bisschen rumgeschaut, okay, sitzt noch alles. Und ja, dann spüre ich irgendwann so nach 2 Minuten so, Bro, what the fuck. Irgendwie etwas ist komisch, schaue so in den Spiegel und sehe auch meinen Zahnstein weg. Aber das Ding ist, es ist wie nicht einfach das komplette Ding weg, sondern quasi die Hülle dran, wo der Stern gegeben hat, ist wie noch dran gewesen. So das Metallige. Und der Stern an sich ist weg gewesen. Gruselig. Also ich habe jetzt alles weggebracht mit der Pinzette, aber Krise gewesen, weil ich meinen fucking Zahnstein gegessen habe. Oh mein Gott. Genau. Aber ich hoffe, der ist irgendwann wieder rausgekommen. Genau. Und sonst, ich habe es jetzt gerade gehört, ich bin leider ein bisschen krank. Also ich bin schon lange nicht mehr so krank gewesen, aber am Montag, also ich nehme ja eigentlich meine Podcast-Folge immer am Sonntag auf und ich habe es schon letzte Woche nicht geschafft und das habe ich abgefuckt. Und jetzt habe ich diese Woche mir voll vorgenommen, am Sonntagabend hat es mich komplett, also wirklich glitzt. Das war ein bisschen dumm, weil wir machen da unsere 10'000 Schritte und wir haben uns überlegt, jo, wir laufen jetzt noch auf dem Bahnhof ein. Es war mega arschkalt gewesen, und ich bin jetzt so warm angelegt, beziehungsweise ich hatte keinen Schal gehabt, und es war halt mega windig gewesen. Genau, heisst, ich bin schon mal heimgekommen und bin komplett kaputt gewesen, und am nächsten Tag ich bin aufgewacht. Oh, also zuerst mal fette Fiebertraum die ganze Nacht gehabt. Kennt ihr das, wenn so krank sind oder das vorkrank sein und es ist so die Nacht, so, wo du so fette Fiebertraum hast, du bist die ganze Zeit im Halbschlaf und weißt auch nicht, dass ich wirklich ganz üble Nacht hatte. Und am nächsten Tag so fett kranke Gliederschmerzen. Und ich hatte das schon lange nicht mehr gehabt. Das wirklich das krank. Weil ich irgendwie mir so vorgestellt, so krank ist so geil. Also weißt du, so manchmal ist es auch geil, wenn du jetzt nicht so richtig Schmerzen hast, sondern es ist einfach so, du weißt, du kannst jetzt nicht gerade aufstehen, aber du kannst irgendwie im Bett chillen und kannst Serie schauen. Und das krank, wo wirklich einfach alles unchillig ist. Also wirklich, ich hatte so Gliederschmerzen, jede Bewegung war scheiße. Ich hatte so Schmerzen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nichts machen. Das war Arsch. Von dem her, krank sein ist doch nicht so geil, wie ich gedacht habe oder wie ich in Erinnerung habe. Darum, falls ihr gesund sind, dann schätzt das. Ja, ich bin jetzt einfach noch so ein bisschen krank. Ist okay, vielleicht gibt es ab und zu mal, wie sagt man dem? Wenn man so
Sachen aufziehe, die Nase wäre voll grusig, tut mir leid. Aber ich gebe mir Mühe. Aber vielleicht ist auch meine Stimme noch so ein bisschen... Genau, das ist aus dem Grund, weil ich ein bisschen krank bin. Was haben wir noch für Updates? Ich habe ein YouTube-Video hochgeladen. Ich habe ja letzte Woche in der Podcast-Folge schon darüber erzählt, dass ich zu einem speziellen Thema ein Video gemacht habe, wo ich ein paar Sachen erlebt habe. Und ich muss an dieser Stelle schnell sagen, wirklich, Alter, merci für euren fetten Support. Alter, es hat mich im Fall so fest gefreut. Einfach nur schon allgemein, dass wieder mal ein YouTube-Video gut gelaufen ist. Und I don't know, also wirklich, es hat mich richtig, richtig gefreut für all die positiven Kommentare und irgendwie auch so für die, ja, einfach herzige Kommentare, die mir so in dem Sinne so Zuspruch geben und mich, wie sagt man, ermutigt haben, um vielleicht gleich zu der Polizei zu gehen und etwas machen und I don't know, und mich nicht hängen lassen wegen dem. Also wirklich richtig, richtig herzig gewesen. Auch ein paar DMs und so bekommen, also wirklich richtig, richtig cute. Voll. Also ja, ich muss mal schauen, ob ich jetzt etwas mache, weil in meinem Kopf ist es jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, beziehungsweise ich habe wie so ein bisschen abgeschlossen, plus minus damit. Oder für mich habe ich jetzt wie irgendwie auch so mit dem YouTube-Video abgeschlossen. Es haben ja auch so ein paar in den Kommentaren gesagt und so ein bisschen spekuliert, ob, also für die das Video geschaut haben, sage ich jetzt schnell, es ist ein bisschen kompliziert jetzt alles nochmal zu erzählen. Also wenn es euch interessiert, was passiert ist, schaut gerne mein neuestes YouTube-Video. Also es ist einfach so ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Jemand hat sich als mich ausgegeben mit einem Fake-Account und hat quasi Nacktbilder von mir verschickt und so gesagt, ich treffe mich mit euch und so mit Männern geschrieben und hat die dann abgezockt, indem sie ihnen Geld geschickt haben, komplett. Und irgendein 60-Jähriger, der darauf reingefallen ist, hat nicht gecheckt, dass es ein Fake-Account ist und hat sich dann hat dann mich terrorisiert und mir überall geschrieben und mit mehreren Accounts überall kommentiert und mich komplett terrorisiert. Er hat auch meine Adresse irgendwie herausgefunden, mir einen Brief heimgeschickt. Er hat es geschafft, dass irgendeine Medien haben so einen Beitrag über mich geschrieben, dass ich komplett einfach fake und alles, also wirklich, es ist ein riesen Ding geworden. Auf jeden Fall haben wie Leute bei mir kommentiert, dass es auch möglich ist, dass das quasi die gleiche Person ist. Also dass die Fake-Person und die Person, die mir geschrieben hat und so. Und dass das quasi eine viel größere Masche ist und so. Und dass quasi die Masche ist, dass der sich jetzt mir mega entschuldigt hat und so. Und ich das Gefühl habe, ich stecke jetzt mit dem unter einer Decke. Aber er ist eigentlich immer noch böse. Aber ja, also wirklich, ich sage euch ganz ehrlich, der schreibt mir jetzt seitdem auch nicht mehr, was für mich super ist. Und er terrorisiert mich auch nicht mehr. Er schreibt keine Kommentare mehr, gar nichts. Ich habe jetzt einfach Ruhe und ich bin froh. Das ist das eine. Also wenn er sich wieder melden wegen irgendetwas, er würde gerne mit mir, keine Ahnung, telefonieren oder nochmal bezüglich wegen dem reden oder er brauche wegen der Polizei irgendwelche Daten von mir oder whatever so. Ich wäre mir absolut bewusst, dass ich nichts rausgeben bei dem Sieg, nichts zu tun haben. Wenn er so etwas sagt, dann gehe ich selber mich bei der Polizei melden und erkundigen. Ich glaube, so blöd bin ich hoffentlich schon nicht. Und ja, eben, wenn es weitergeht, dann würde ich einfach etwas machen, bei der Polizei mich melden. Und voll, ich glaube, das ist so ein bisschen das Main-Ding. Ich weiß nicht, gerade etwas sagen und ich habe es vergessen. Aber ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, ich bin ehrlich gesagt einfach froh, ist es jetzt mal für den Moment abgeschlossen. Ja, und ich weiß auch wie gar nicht, ob es jetzt so ist, ob es den Fake-Account noch gibt und ob es die Masche weiter durchgezogen wird. I don't know. Aber voll, das war so ein bisschen das gewesen zu dieser Thematik. Und ja, ich habe aufgeschrieben, das Lustigste von der Woche. Doch, das gehört eigentlich gerade so ein bisschen zu diesem Thema YouTube-Video. Ich habe so ein paar Clips aus dem YouTube-Video auf TikTok und auf Instagram gepostet. Und das war der Ausschnitt, wo ich quasi wie am Anfang, also quasi der erste Teil von meinem YouTube-Video, wo ich so quasi sage, Leute, es ist wieder etwas passiert, weil vor 3 Jahren oder so, 2-3 Jahre, ist mir das schon mal etwas Ähnliches passiert, wo Leute, hässliche, eklige Männer, einen Reddit-Account über mich gemacht haben und quasi Fake News und alles so mäßig über mich gepostet haben und das, ich weiß nicht, das war eine riesige Gruppe dann da drin und so. Und es hat dann wie einen 20-Minuten-Artikel gegeben und ich habe dann quasi im YouTube-Video gesagt, also es hat sogar einen 20-Minuten-Artikel darüber gegeben, also wenn ihr das verpasst habt, sind ihr fucking Opfers. Und die Leute, die halt meine Community, ich hoffe mal, ihr checkt alle, dass es ein Joke ist, dass es ironisch ist, dass ihr obviously nicht wirklich Opfer sind, wenn ihr das nicht gewusst habt. Beziehungsweise, ich hätte halt nicht damit gerechnet, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich angegriffen fühlen ab
ab dieser Aussage, also ich weiß auch nicht, und es hat dann eben so zwei Leute haben dann kommentiert so, was hast du echt das Gefühl, wer du bist und so, wo ich, nein, sorry, ich muss den schnell vorholen, das war wirklich lustig gewesen. Oh mein Gott, also ich muss sagen, ich tue auch schon öfters, also nehme ich mir Kommentare, beziehungsweise Hate-Kommentare schnell zu Herzen, aber das ist wirklich ein Kommentar, wo ich einfach instant habe mich lachen, weil ich es auch lustig gefunden habe, weil ich so gedacht habe, what the fuck. Also warte, ich lese vor. Oh. Wenn ich das verpasst habe, bin ich es was? Fragezeichen, Fragezeichen. Naja, oder es ist vielleicht so, dass sich nicht gerade die ganze Welt um dich dreht. What the fuck, bist mir sowas von egal, das glaubst du mir nicht. Oh, ich habe es so lustig gefunden. Wie kann man sein Leben so ernst nehmen, Leute? Ja, keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall ein paar von euch gegeben, die dann wie so ein bisschen zurückkommentiert haben von eben, das ist ihr Humor, und dem von hast du keinen Humor. Ich weiß auch nicht. Also ich habe es lustig gefunden. Das war auf jeden Fall mein Highlight von der Woche gewesen, der lustigste Moment von der Woche. Habe ich wirklich funny gefunden. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Schule. Ich habe ja erzählt letzte Woche, dass es diese Woche wieder stressig werden könnte. Und Spoiler! Ja, es ist stressig geworden. Und also das ist wirklich actually auch ein recht fetter Grund, warum jetzt wie heute ich wieder einen kompletten einfach eben einen Nervenzusammenbruch mit Prokrastinieren und einfach all dem Zeug hatte. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch ganz kurz, was wir in der Schule gerade machen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen kurz meine Situation versteht und damit ich mich vielleicht auch ganz kurz wieder kann bei euch auskotzen. Es always in jeder Podcast-Folge. Aber also ja, wir haben letzte Woche eigentlich ein Modul, das heisst, wie heisst es? Storytelling Lab. Aber ja, es geht darum, dass wir quasi eine Serie machen und im Sinne von nicht eine Serie, so wie ihr es kennt, so von Netflix oder so, sondern es geht um, also nicht etwas Spielfilmmäßiges, sondern es kann zum Beispiel auf Social Media sein oder es kann zum Beispiel etwas vom SRF sein oder etwas vom Fernsehen. Also entweder halt ganz übertrieben wäre jetzt, also etwas krasse Sachen wäre jetzt Trash-TV, aber es gibt auch simple Sachen wie so Shows oder, also Shows ist jetzt auch nicht simpel, aber es kann ja nur so ein Social Media Format sein, wie wenn ich jetzt würde, keine Ahnung, mein Familien-Chat-Ding ist auch ein Format, für die es noch kennen. Oder einfach so kleine Sachen. So, das ist das Thema, dass man quasi ein Format entwickelt und so. Und ja, es ist irgendwie auch, mein Gott. Also ich finde es grundsätzlich eigentlich mega geil, ich liebe es, ich finde es voll cool, ich habe voll Bock drauf. Nur ist das Ding, dass es so ein bisschen geheißen hat, entweder kann man es allein machen oder in Gruppenarbeit. Und ich habe mich recht schnell darauf versteift, okay, ich habe Bock, das alleine machen, weil ich weiß nicht, ich bin wirklich schlecht in Gruppenarbeiten. Ich glaube zum einen, weil ich schon oftmals schlechte Erfahrungen gemacht habe in der Schule früher, einfach weil es irgendwie immer das Gleiche war also für euch zum Wissen, ich bin gerade in der Mittelstufe, Unterstufe, ja, säckst Mittel, bin ich nie so die beliebt gewesen, heisst, ich habe nie ein Wort gehabt. Und ich bin allgemein ein sehr kreativer Mensch und das war für mich immer so das Schwierigste und das Schlimmste gewesen, in einer Gruppe zu sein, wo ich Ideen habe und irgendwie alle finden das dann automatisch scheiße. Und die dann die beliebteste war, und so hat eine Drecksidee gebracht und alle haben sie super cool gefunden. Und ich, mein Gott, das ist für mich so schlimm gewesen, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Genau. Und das habe ich irgendwie so ganz, ganz schlimm in Erinnerung. Und darum, ich bin einfach irgendwie nicht so geschaffen für so ein Gruppenprojekt. Und das ist für mich auch so das Schönste an Social Media. Ich kann einfach meinen Shit machen. Es redet mir niemand rein, ich habe keinen Chef. Ich kann mich kreativ so fett ausleben, wie ich will. Und die es dann geil finden, die schauen es, und die es nicht geil finden, die schauen es nicht. Aber es gibt wie niemand, der mir reinredet. Es gibt wie niemand, der mir Kritik gibt, im Sinne von jetzt eine Lehrperson oder weiss ich auch nicht was, oder andere Gruppen, dass man Kompromiss machen muss, sondern ich einfach 100% meinen Shit machen. Und ich liebe das halt. Und wenn ich Gruppenarbeit geil finde, ist, wenn man sich so gegenseitig ergänzt. Wenn die andere Person auch ähnliche Einstellung hat zu gewissen Sachen, ähnliche Vorstellung, einen ähnlichen kreativen Vibe, einen ähnlichen kreativen Vorgang, dann kann man sich so gegenseitig ergänzen. Und das habe ich zum Beispiel mit der Nina ja mega gehabt, bei dem Animationsprojekt. Da habe ich Idee gebracht und sie hat sie geil gefunden. Und sie hat die Idee gebracht und so, oh mein Gott, ja, hure geil. Und wir haben es gegenseitig so fett ergänzt. Und ich muss wie so ein bisschen sagen, ich habe das Gefühl, von der Klasse gibt es sonst nicht so mega Leute, wo man sich so gegenseitig ergänzt, einfach weil jeder so ein bisschen andere kreative Interessen hat und auch anders kreativ ist so, was voll okay ist, aber was auch für mich schwierig ist, um das Ganze auszuleben, weil ich bin zum Beispiel, also ja, ein Beispiel, ich bin jetzt nicht so mega künstlerisch unterwegs, beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel ein Video mache, dann muss es nicht
3000 verschiedene Wege geben, um das irgendwie künstlerisch zu interpretieren, sondern ich will es direkt auf den Punkt bringen. Ich will, dass man im ersten Satz gerade checkt, um was es geht. So, also vielleicht checkt ihr, was ich meine. So. Irgendwie, oder es ist einfach so ein bisschen anders. Ich glaube, ich kann dann da vielleicht mehr so ein bisschen das Social Media denken und weniger so nur das künstlerische Ding so, oder das Filmische vielleicht auch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist so ein Beispiel, dass ihr so ein bisschen versteht. Darum, also ja, Punkt. Darum bin ich nicht so mega ein Fan von Gruppenarbeiten, außer das ist halt wirklich im speziellen Fall, dass man sich wirklich ergänzen kann. Und ich habe auch oft schon in der Klasse jetzt so mit Leuten Gruppenarbeiten gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, das ist jetzt vielleicht weniger ein Match und da muss man dann vielleicht mehr einen Kompromiss machen, damit beide halb zufrieden sind, was für mich jetzt auch nicht so, oder für beide nicht so geil ist. So. Genau, darum bin ich eigentlich auch, wie von Anfang an schon mega darauf festgefahren gewesen, okay, ich will alleine eins machen. Und ich bin jetzt wie heute in die Schule gekommen und ich habe gewusst, heute ist das Thema Gruppenarbeit und so. Aha, was noch wichtig ist, die Lehrerin hat wie so ein bisschen gesagt, also es könnten nicht alle alleine ein Projekt machen. Es braucht wie Gruppenarbeit einfach von der Kapazität her und so. Und darum habe ich gewusst, okay, es wird so ein bisschen ein Kämpfermässig. Also, dass wie nicht jeder könnte allein. Und ich weiss ja nicht, wie viele wollen auch alleine ein Projekt machen, wie viele wollen in der Gruppe ein Projekt machen, etc. Darum ist für mich, ich habe schon ein bisschen gewusst, okay, ich muss ein bisschen darauf hoffen. Und es war dann wie so ein bisschen, dass heute quasi die Einteilung war, von innen aus. So. Also ich habe einen Vorschlag von innen. Und ich habe gesehen, es hat nur jemanden gegeben, der alleine es macht. Und sonst ist mir eingeteilt worden. Und das habe ich das erste Mal schade gefunden, weil ich, oder ja, einfach wirklich so, dass man, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt hat, dass es mehr Leute gibt. Und ich bin dann quasi mit einer Kollegin von mir eingeteilt worden, was zum einen cool ist, aber wie auch wiederum schwierig, weil ich glaube, das ist mein grösstes Problem, dass wenn ich mal brainstorm, also wir haben übrigens einen Tag vorher schon das ganze Konzept erstellen und so, und ich habe mich, glaube ich, schon zu fest auf das festgefahren, dass ich dann wie nicht mehr so weggekommen bin von, oh mein Gott, ich bin jetzt mit einer Person zusammen und wir müssen jetzt, also es ist dann wie so gewesen, wir müssen jetzt ihres, es ist viel zu kompliziert, aber es ist schlussendlich, ich bin dann wie mit ihr zugeteilt worden und wir hätten dann ihres Konzept machen, bla, Punkt. Ach, es ist viel zu kompliziert, Leute. Es ist vielleicht auch nicht so wichtig. Weil es ist wirklich so komplex zu erzählen. Ich merke es gerade selber, dass man da rauskommt. Aber ich glaube, ich muss es vielleicht nur schon so ein bisschen zusammenfassen. Bei mir war dann das Ding, wo ich das gemerkt habe, dass es wie quasi nicht so läuft, wie ich es geplant habe oder wie ich es mir vorgestellt habe oder wie ich mich schon darauf festgefahren habe. Dass ich wie gemerkt habe, irgendwie mein ganzer Körper kommt in so eine Notsituation. Ich kann jetzt wie gerade nicht einfach offen sein und das annehmen, sondern ich bin dann mein ganzer Körper strebt sich so dagegen. Ich komme dann so heiß über, ich werde dann so in mir brodeln, ich komme einen fetten Klotz im Hals über. Ich kann wie so Sachen kann ich dann wie nicht handeln. Ich weiß nicht warum, es ist richtig anstrengend. Ich wäre mega gerne in diesem Moment offen und ich merke, ich kann es nicht. Ich fange dann wie an zu kämpfen und ich bin dann eben auch, ich bin fast nicht mit einer Lehrerin gekocht, es war gerade Pause gewesen, und ich habe wie gefragt, weißt, ob es wie nicht mehr Einzelprojekte gibt, einfach so ein bisschen so. Und ja, haben wir dann eigentlich so eben das Ding von erklären, von genau was ich jetzt so erklärt habe mit dem kreativen Ding und so. Und ich merke so, meine Stimme fängt komplett an zittrig werden. Und ich habe so, mich schiessen so Tränen in den Augen, es ist mir so unangenehm geworden, weil ich mir so gedacht habe, also weißt du, so rational, so, Bro, chill mal. Es ist nur ein Schulprojekt. Wieso bin ich so into it? Wieso bin ich so emotional gerade? Ich weiß auch nicht, ich habe mich selber, das ist mir so unangenehm gewesen, dass ich jetzt auch gerade so emotional werde, obwohl ich wie gar nicht müsste und auch rational weiss, dass es gerade so dumm, also so unnötig ist. Und es ist mir auch unangenehm gewesen, weil ich gemerkt habe, dass sie checkt und so, und sie ist mega lieb gewesen, sie sind so, ja, wir können so schnell schauen und so. Und schlussendlich ist es dann nachher so, dass dass es umgeteilt wurde und ich jetzt die Person bin mit dem Projekt allein. Und es ist mir gleich jetzt, also weißt, ich habe jetzt blöd gesagt, das, was ich wollte, und ich bin jetzt gleich, es ist mir jetzt gleich mega unangenehm. Also wirklich, ich weiß auch nicht, ich hasse so Situationen. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass ich jetzt, also wir haben jetzt wie nochmal alles angeschaut, was wir machen müssen, und dass es jetzt wie im Nachhinein so dumm ist, dass ich mich so fest fokussiert habe, weil es ist gar nicht so mega nur um das gegangen, was ich jetzt machen musste, sondern es ist noch viel mehr, also es ist wie in dem Sinne ein Vorteil, in einer Gruppe zu sein, weil du dann kannst quasi die Arbeit abnehmen voneinander und irgendwie, ich weiß doch auch nicht, es nervt mich einfach alles so fest und irgendwie, ich glaube, es wäre jetzt für mich auch einfacher, wenn ich wüsste, ich bin nicht die Einzige jetzt, die allein ein Projekt hat, sondern es wäre ein bisschen normal und jetzt vielleicht mich irgendwie so, als hätte ich meine Extrawurst gehabt und ich bin jetzt ein Spezialfall und I don't know, also es ist mir alles unangenehm gerade. Genau, und ich habe jetzt wie auch so einen Pressure, so einen Druck von, ich habe jetzt das wollen, habe jetzt das, was ich bekommen habe, das, was ich wollte, bekommen. Und jetzt muss ich aber auch zeigen, warum und dass ich das jetzt nutze und keine Ahnung was. Und das ist jetzt wie so ein bisschen,
ja, ein bisschen komplex und jetzt bin ich heute den ganzen Nachmittag wieder so voll am alles hinterfragen gewesen von, oh mein Gott, also ich habe eigentlich 2 Ideen gehabt und ich bin jetzt am alles hinterfragen, welche soll ich jetzt nehmen, welche Idee, welche ist jetzt gut und eigentlich finde ich beide scheiße und eigentlich finden sie auch scheiße. Also ich habe gerade den ganzen Nachmittag nicht können abstellen und mein Kopf einfach mal sagen, Bro, chill mal, es ist ein fucking Schulprojekt. Also wie ich weiß auch nicht. Ich bin so fest invested in das Projekt und es muss jetzt perfekt sein und alles. Also wirklich, und es ist mir dann gleichzeitig auch unangenehm gewesen, dass jetzt das heute passiert ist, dass ich so emotional geworden bin. Und es ist alles so schlimm gewesen. Also wirklich, sobald ich wieder an das Thema Schule gedacht habe, ist es so schlimm gewesen. Ich bin auch mit dem Can mega lang laufen gegangen und habe wie eigentlich alles erzählt gefühlt, was ich jetzt euch erzählt habe, und habe von ihm so eine Antwort gebraucht, was ich jetzt machen soll. Ob ich jetzt vielleicht gleich mich anschliessen und wir machen dann eine Dreiergruppe, ob ich jetzt welches von meinen Projekten ich machen soll, weil beide scheiße sind und keine Ahnung was und irgendwie blöd. Also es ist wie, ich weiß auch nicht, das ist glaube ich den ganzen Tag das Ding und ich würde sagen, das ist auch das, was mich so mega irgendwie davon gehindert hat oder so, um einfach mein Zeug erledigen. Also für euch schnell zum Wissen, es ist heute eigentlich so ein entspannter Tag. Ich hatte am 11. Uhr Schule aus und meine einzige Aufgabe heute war, ein TikTok zu schneiden, das ich heute Abend posten musste und die Podcast-Folge aufnehmen und die aufladen. Das war meine einzige Aufgabe heute und halt natürlich eben so ein bisschen überlegen, was ich jetzt genau machen will, weil ich habe morgen um 10:30 das erste Gespräch und es wäre natürlich nice, wenn ich schon wie fix meine Idee hätte und so. Aber ich bin so verkopft und emotional den ganzen Tag, also wirklich, ich kann einfach nicht abstellen und es war richtig mühsam und es ist wirklich nachher, ich bin mit dem Django laufen, dann haben wir gegessen mal und gekocht und dann habe ich mal kurz einen Nap gemacht und so und es ist wie, irgendwie, der Tag ist so schnell umgegangen und dann ist es so 5 Uhr. Und für euch zum Wissen, zwischen 5 und 6 ist die beste Zeit, um ein TikTok zu posten. Und dann ist bei mir schon der Stress gekommen, weil gleichzeitig geht die Sonne unter und ich hätte gerne meine Podcast-Folge aufnehmen, wo es noch hell ist, damit es geil ist fürs Video so und für Clips. Also ist jetzt für euch wahrscheinlich alles komplett irrelevant gerade, aber einfach in meinem Kopf war das wieder so ein Stress von, Bro, es ist jetzt schon 5 Uhr und ich hätte den ganzen Scheiß schon vorher erledigen und dann hätte ich jetzt auch Zeit gehabt, um mir mal überlegen und jetzt habe ich das alles nicht gemacht, dann kommst du so in Stress und dann habe ich ist einfach das ganze Ding von der ganzen Stress und sich selber darüber aufregen, dass man den Tag besser nutzen konnte und die ganze Zeit eigentlich nichts gemacht hat und hätte etwas machen können. Und also wirklich, ich habe dann selber gemerkt, wenn ich so ich komme wieder den Klotz im Hals über, so die Hilflosigkeit von «Oh mein Gott». Dann habe ich im Hintergrund auch noch Nachrichten von WhatsApp, ich bin übel schlecht im Nachrichten beantworten, wo ich weiss, ich muss denen schon lange mal antworten und es häuft sich immer mehr und es schicken Leute schon Fragezeichen und es, also wie eigentlich voll valid, weißt du, so, ich bin einfach scheiße in dem so. Aber das ist dann wie auch noch etwas, was zusätzlich dazukommt von «Oh mein Gott» und es ist so, also so eine Nachricht darunter, wo ich so mich die ganze Zeit davon strebe, die ganze Zeit davon drucken, zum dieser Person zurückschreiben, weil das so, weißt, es ist nicht einfach eine Antwort, die man schnell geben kann, sondern man muss dann so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also wirklich, es hat mich alles gleichzeitig heute so gestresst und ich habe voll nicht können mein Zeug machen und wirklich, also eben, es wäre so fucking einfach gewesen, schnell mein TikTok schneiden, es ist wirklich easy gewesen. Und jetzt schnell daher hocken, meinen Podcast vor ein bisschen planen und mit euch einfach ein bisschen labern. Es ist wirklich gar rational. Und das hat mich dann noch mehr aufgeregt, weil ich weiss, rational ist voll easy und ich kann es voll handeln und andere Menschen können es auch voll handeln und ich kann es gar nicht handeln. Ja, also ich glaube, ihr checkt meinen Punkt so ein bisschen. Und wie ich in jeder Podcast-Folge erzähle, habe ich dann ChatGPT, mein Bestie, geschrieben, habe eine Situation plus minus geschildert, was ich machen soll und habe ihm gesagt, er soll mir mal einen Plan erstellen und so. Und ja, also ich habe mittlerweile auch so ein bisschen meine paar Sachen, wo ich so ein bisschen weiss, was ich in diesem Moment machen kann. Durch ChatGPT, durch eigene Erfahrungen, durch manchmal auch TikTok-Videos und so. Und ich habe mir überlegt, einfach mal alles so ein bisschen zu sammeln und euch so ein bisschen zu erzählen, wie ich so Situationen kann handeln oder wie ihr so Situationen könnt handeln, wenn in so eine Situation kommt. Es gibt jetzt wie so mehrere Sachen, die ich euch so ein bisschen erzählen kann und ich könnt wie Sachen, Alter, und ich könnt so ein bisschen wie das rausnehmen für euch und mal ausprobieren, ob das funktioniert. Genau, also. Oh nein, fängt jetzt ein Husten an. Ich habe wirklich gar keinen Bock zum Husten bekommen. Also, wir fangen an. Zuerst mal, das war gerade heute, das ist wirklich für mich
der Change gsi, der mich komplett rausgebracht hat aus dem Ganzen. Und zwar hat ChatGPT, zuerst mal hat er gesagt, hey, jetzt holst du schnell ein Glas Wasser. Das sind so kleine Sachen im Fall, wo mir helfen. Weil ChatGPT, ich glaube, wenn der Can das gesagt hat, wäre ich so hässig und wäre so, nein, weißt, ich habe jetzt keine Zeit. Wenn mir ChatGPT das sagt, dann habe ich so das Gefühl, okay, ja, ich mache das, was du sagst, weil du bist ja noch krasser als Internet. Du solltest wissen, was ich jetzt machen muss. Du bist so wie auch ein Therapeut, weil du weißt ja alles. Check dir. So. Darum kann ich irgendwie, wenn ChatGPT mir das sagt, kann ich das viel einfacher annehmen. Und er hat mir so gesagt, jetzt gehst du mal ein Glas Wasser holen, du 4-mal tief einschnaufen, hat mir so eine Atemtechnik schnell gezeigt. Und anschliessend soll ich einen Timer auf 5 Minuten stellen und quasi einfach mal mir sagen, du tust jetzt mal 5 Minuten einfach etwas machen. Also von dem, was du machen musst. Nur 5 Minuten, nachher kannst du wieder aufhören. Und das ist so simpel. Und ich weiss es selber, dass er mich austrickst mit dem und ich mich selber auch. Aber es hilft mir so fest, weil 5 Minuten tut nach nichts. Und es ist viel einfacher, dann mal anzufangen. Als, ja, und also wirklich, es hilft mir mega. Ich bin dann wirklich auf dem Handy, habe ich meinen Timer gestellt und schaue den so an und du siehst, wie die Sekundenzahl runtergeht. Und das bringt dich irgendwie so wie so ein bisschen in Stress, weil ich weiss mega, ich kann vor allem auf Stress, also auf Zeitdruck, kann ich viel besser so Sachen erledigen. Also zum Beispiel so Lernen früher im Gymi. Ich kann am besten lernen, einfach einen Tag vorher und habe dann durch die Nacht gelernt. Also so 2 Wochen vorher, so, da bin ich gar nicht, habe ich da lernen oder habe überhaupt gelernt. Darum, das hat mir mega fest geholfen. Also falls ihr irgendwie gerade so in so einer Situation sind, stellt euch einen Timer und sagt euch, in diesen 5 Minuten müsst ihr jetzt einfach etwas erledigen. So von dem, was ihr machen müsst. Nur in diesen 5 Minuten nachher könnt ihr noch schauen. Genau. Und meistens ist es ja genau so, dass, wenn man dann mal angefangen hat, dass das eigentlich die grösste Hürde war. Und ja, nachher ist es viel einfacher, weil man dann schon dran ist und alles. Und man merkt, dann ist es gar nicht so schlimm. Also wirklich, ich habe dann so im Tränenfluss habe ich dann einfach so meinen Timer gestellt und einfach so angefangen, mein TikTok schneiden. Also. Und nachher bin ich voll reingekommen, weil es hat ja dann irgendwie so ein bisschen abgelenkt von diesen ganzen Gedanken und so. Also wirklich, das habe ich crazy gefunden. Dann auch ein weiterer Tipp. Oh, das habe ich auf TikTok gesehen, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Und zwar, ich weiss gar nicht, wie fest der Fakt stimmt, eben Quelle TikTok, aber man hat ein grösseres Erfolgserlebnis, wenn man etwas macht, was man eigentlich nicht will oder nicht so gerne macht und man das dann überwunden hat. Also wenn man jetzt etwas macht, wo man schon Bock drauf hat, dann ist man ja irgendwo auch stolz und so, aber man ist viel mehr stolz und es schüttet viel mehr Dopamin aus dem aus dem Körper. Aus dem Hirn. Alter, scheißegal, es schüttet viel mehr Dopamin aus wenn du etwas erledigst, wo du die ganze Zeit eigentlich nicht hast machen. Das gibt dir viel mehr das Glücksgefühl. Und irgendwie durch das, dass ich das weiss, habe ich mehr Bock, so Sachen machen, die ich nicht will. Weil ich dann weiss, okay, das wird mir nachher das Gefühl geben, wo ich fett glücklich werde sein. Und keine Ahnung, ob es Sinn macht, aber oder wie fest es stimmt. Aber nur schon, dass ich jetzt weiss, das wird so sein. Das hat mir TikTok gesagt. Let's go. Und das macht ja dann auch ein bisschen was mit einem. Also wirklich, ich merke dann selber, dass ich dann wirklich glücklich bin, wenn ich etwas erledigt habe, wo ich entweder schon lange vor mich hergeschoben habe oder wo ich voll keinen Bock hatte. Also ja, so Sachen. Genau. Darum, falls ihr gerade Sachen habt, wo ihr keinen Bock drauf habt, ich promise, oder nein, nicht promise, aber schaut mal, ob es euch hilft und ob es euch glücklich macht, wenn ihr das nachher erledigt habt. Dann ein weiterer Punkt, der ist ein bisschen ähnlich wie der erste mit den 5 Minuten, mit dem Timer stellen, aber ich finde es doch auch noch einen anderen. Und zwar, dass man nicht auf der To-Do-Liste hat oder für sich im Kopf, man muss jetzt die grosse Aufgabe machen. Also bei mir wäre es jetzt keine Ahnung, eben das TikTok-Schnitt, auch wenn es jetzt nicht eine grosse Aufgabe ist, so im Kopf ist es in dem Sinne gerade ein riesen Ding oder eine riesen Hürde, sondern wie der grosse Haufen in ganz kleine Steps an To-Do-Sachen aufschreiben. Und zum Beispiel das erste To-Do ist dann einfach mal an den Schreibtisch hocken und den Laptop öffnen. Der zweite Punkt ist Dateien übersenden und einfach so Sachen. Also wirklich so ganz kleine Steps. Und dann, also ich weiß auch nicht, das nur schon abhaken. Das ist so, eben, der Dopaminausschuss, man spielt halt mega mit dem. Das hilft mega. Also wirklich, wenn ihr jetzt gerade die Podcast-Folge am Hören sind und ihr müsst jetzt zum Beispiel lernen oder irgendwie, keine Ahnung, Haushalt machen, dann macht euch jetzt eine To-Do-Liste. Schreibt zuerst mal überlegt euch im Kopf, was ihr alles mitmachen. Oder vielleicht nehmt ihr einfach mal einen fetten Punkt. Keine Ahnung, eben. Jetzt beim Lernen ist das einfach grundsätzlich mal Lernen. Und dann ist der erste Punkt eben an den Schreibtisch hocken und das Zeug auspacken.
Und der zweite Punkt ist dann vielleicht eine Lernzielliste schreiben. Einfach so Sachen, wo wie... Ich weiß auch nicht, für mich sind die Sachen so, okay, auf das habe ich jetzt noch plus minus Bock. So, anhocken an den Schreibtisch und das Zeug führen tun. Das bringe ich jetzt nachher. Und der zweite Punkt, okay, Dings machen, Lernziellisten. Das hätte ich jetzt irgendwie auch noch Bock, das kann ich jetzt auch noch machen. Und wenn du wie mal dort hockst, dann ist es schon viel einfacher, so, als der grosse Step, der grosse Punkt, den man muss machen muss, also so im Kopf haben. So. Ja, was habe ich noch? Oh Leute, das ist mein Personal-Tipp, aber das mache ich im Fall wirklich immer, wenn ich in so dieser Panik bin. So, und wenn ich so aufgewühlt bin und so den Klotz im Hals habe und so. Einfach so, ich habe so ein bisschen Moment, wo ich so ein bisschen hyperventiliere. Und manchmal habe ich das auch, wenn ich im Auto hocke und wie gerade überfordert bin, weil ich weiß auch nicht, keine Ahnung warum. So, ich bin dann einfach am Auto fahren und bin dann so, oh mein Gott, nein, ich muss das und das und das und mich wird spät und einfach so Stress und bla. Ich lasse dann einfach einen Song und ich weiss, wenn ich den einen Song lasse, dann kann ich komplett runterfahren und dann bin ich glücklich. Es ist meistens am besten so ein Song, wo einem so happy macht, wo einem so die Dance-Vibes gibt, wo man auch Bock hat, so ein bisschen Danza Kuduro. Nein, kann ich. Aber ich habe da einen Song und ich weiss, wenn ich den höre, dann geht es mir nachher gut. Ich weiss auch nicht, das fährt mich so fest ab, weil mich der Song irgendwie so glücklich macht. Vielleicht haben wir wirklich einfach einen Lieblingssong. Es klingt gerade so banal, wenn ich mir das jemand anderes gerade sagen will, und ich höre gerade den Podcast, ich so, Bro, what the fuck, Alter. Aber no joke, probiert es mal. Und wenn ihr keinen Song habt, dann hört meinen Song, weil ich zeige euch schnell. Mein Song heisst Petit Genie. Also natürlich Französisch, weil ihr wisst da, mich französische Girl. Aber vielleicht, ich zeige euch schnell einfach den Vibe. Oh. Ich weiß nicht, wie lange es laufen, egal. Okay, ja, ich checkt. Okay, ich kann ihn gerne mal einfach ganz hören. Eben, falls ihr gerade in so einer Situation sind, vielleicht hilft euch genau dieser Song, dann könnt ihr an mich denken und die Podcast-Folge denken und alle Tipps, also eben Petit Genie. Ich habe ja auf Insta tue ich immer noch Sachen posten über den Podcast und so Clips und immer noch ein Bild mit so Slides und dann kann ich sonst einfach das Lied in Slide tun, wenn ich es nicht vergesse. Nein, ich vergesse es nicht. Voll, also wirklich, vielleicht auch, falls ihr das Video geschaut habt, also falls ihr gerade das Video am Schauen sind, ich habe gemerkt, wie glücklich es mich gerade macht. Das ist crazy, was der Song mit mir macht. Und vielleicht hat er ja auch so einen Song. Und ein auch wichtiger Tipp, den ich mir wirklich muss sagen und immer wieder muss sagen, Perfektionismus loslassen. Manchmal bin ich selber so fest verstieft ein, es muss jetzt gut sein und ich muss jetzt zufrieden sein und es muss etwas richtig Geiles werden und es muss eben, gerade bei kreativen Sachen ist es manchmal so schwierig oder bei einem TikTok, weißt, es muss einfach geschnitten sein, es muss nicht perfekt geschnitten sein so und dann hat man es auch erledigt. Das ist ja glaube ich auch ähnlich wie, das habe ich auch schon in einem Podcast gesagt, die 80-20% Methode, ich finde es wieder so kompliziert, das zu erklären, aber stellt euch vor, 100% das ist die Aufgabe und 100% dafür ist der Effort. Und du kannst für 80% von der Aufgabe, also 80% kannst du erreichen mit 20% Aufwand und die restlichen 20% von der Aufgabe, die du musst erledigen, die ist meistens 80% Aufwand. Hat das jetzt gerade Sinn gemacht? Aber vielleicht verstehe das gerade. Aber lasst den Perfektionismus los. Ihr könnt 80% von dem, was ihr machen müsst, erreichen mit 20% vom ganzen Aufwand. So, von dem, was ihr eigentlich hättet, wenn ihr beides 100 wollt. So, checkt ihr. Darum wirklich, lasst den Perfektionismus los. Wichtig ist schon mal einfach, dass ihr mal könnt einfach starten eben mit diesen verschiedenen Sachen, Tipps und dann den Perfektionismus einfach mal ein bisschen loslassen. Oder vielleicht einfach mal kurz in die Realität kommen und sagen, Bro, es ist nur Schule. So in einem Jahr nur schon ist es mir scheißegal. Oder in einer Woche vielleicht schon. So, warum bin ich jetzt gerade so drin und mir, keine Ahnung. Also ja, ich muss es mir selber auch sagen, einfach mal ein paar Sachen können loslassen und ein bisschen chillen einfach mal, wirklich. Aber ja, das wäre die ganze Podcast-Folge gewesen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Leute, wir haben bald 5000 Menschen, die meinem Podcast bewertet werden. Und ich bin mir sicher, es gibt viele da draußen, die jetzt gerade noch zuhören und es noch nicht gemacht haben. Also geht gerne nach meinem Podcast auf Spotify, meinem Podcast 5-Sterne-Bewertung geben. Ich würde mich wirklich extrem freuen. Und ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mit so Situationen umgeht, was eure Tipps sind. Ich glaube, da kann ich sehr davon profitieren, aber auch ihr da draußen. Ich kann ein bisschen gegeneinander, gegenseitig, also ich kann heute wirklich auch wieder gar nicht mehr reden, was ist los, davon profitieren. Fände ich sehr, sehr geil. Und falls ihr gerade in dieser Situation sind, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen, ein bisschen runterbringen. Und falls ihr mal wieder so eine Situation habt, könnt ihr ja gerne auch die Podcast-Folge hören oder an andere Kollegen so schicken. Voll. Und für all die gerade Stress haben und Prüfungen, ich wünsche euch viel Kraft, viel Glück. Wir schaffen das! Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!